Wir hatten es vermutet. Die Welt ist nicht genug. Wir werden unser Schicksal in den Sternen besiegeln und amerikanische Astronauten aussenden, um unser Sternenbanner auf den Planeten Mars zu setzen. Amerika will den Mars besiedeln. Im Durchschnitt 230 Millionen Kilometer entfernt. Die rote Kirsche auf der orangen Hybris-Sahnetorte. Dieser eine Plan könnte klappen. Eine der größten Entdeckungen ist, dass wir einen alten Gletscher auf dem Mars gefunden haben. Dieser Gletscher ist vermutlich halb so groß wie Deutschland. Und das wäre dann eine Gegend, in der die Menschen, wenn wir zum Mars fliegen, siedeln könnten. Schon 2008 hat eine Raumsonde Wasser auf dem Mars entdeckt. Eine Sensation, die damals etwas untergegangen ist. It was a blue planet, just like the Earth. Es war einst ein blauer Planet, genau wie die Erde. Es regnete und es gab Ozeane. Auf der Nordhalbkugel standen 2/3 unter Wasser, an manchen Stellen mehr als 1,5 Kilometer tief. Aber dieser Kreislauf wurde unterbrochen. Und als der Sauerstoff vom Wasserstoff abgespalten wurde, begann der Sonnenwind, den Sauerstoff wegzunehmen. Und das Wasser regnete dann nicht mehr ab. Im Laufe von wahrscheinlich einer halben Milliarde Jahren, vielleicht auch etwas länger, wurde der Mars immer trockener, bis er schließlich das wurde, was wir heute sehen. Ein Wüstenplanet. 1965. Mariner 4 schickt erste Fotos vom Mars. Analysen der kleinen Änderungen in der Umlaufbahn von Mariner zeigen, dass der Mars seltsame Unebenheiten auf seiner Oberfläche besitzt. Bis 1972 senden Mariner-Sonden Bilder vom Mars. Am Ende steht die erste ziemlich vollständige Marskarte und die Erkenntnis, dass Leben wie auf der Erde wohl unmöglich ist. Der Plan der NASA ist, dass wir in den 2030er und 40er Jahren damit beginnen, zum Mars zu fliegen. Ich hoffe also, dass ich noch am Leben bin, wenn wir tatsächlich landen, an der Oberfläche leben, dort arbeiten und sogar zurückkehren können. James L. Green war 42 Jahre lang NASA-Mitarbeiter. Zuletzt bis 2022 als Chefwissenschaftler, verantwortlich für viele Missionen. Nun hat er ein traumhaft schönes Buch über den Mars veröffentlicht, eine Reise durch Mythen und Zeit. Wie könnten fortentwickelte Formen des Lebens auf Mars beschaffen sein? 1877 entdeckt der Astronom Schiaparelli mit dem Fernrohr Wasserkanäle auf dem Mars. Bald kursiert ein Gerücht. Es muss dort eine Art intelligentes Leben geben, weil sie Kanäle bauen. Sie heben Gräben aus und transportieren Wasser. Die Kanäle, später als optische Täuschungen enttarnt, beflügeln die Fantasie. Die Geburt des Marsmännchens. Carl Sagan, Science-Fiction-Autor, arbeitet am Viking-Projekt mit. Die Raumsonden Viking 1 und Viking 2 landen im Sommer 1976 und schicken erstmals detaillierte Bilder von der Oberfläche des Mars. Alles karg, aber ein Marsbild elektrisiert die Weltöffentlichkeit. Ein mysteriöses Gesicht auf der Oberfläche. Gibt es vielleicht doch eine untergegangene Zivilisation auf dem Mars? Das Bild heizt letztmalig die Spekulationen an. Dabei ist es nur eine optische Täuschung. Ein ungewöhnlicher Schattenwurf auf einen gewöhnlich erodierten Berg. (2021) wird es handfest. Rover Perseverance soll Klima und Gestein untersuchen. Ich würde mir wünschen, dass wir in diese Bereiche zurückkehren, in denen wir komplexe organische Moleküle sehen und feststellen, ob sie zufällig entstehen oder durch Leben hergestellt werden. Wir haben also noch wirklich Spannendes zu entdecken. 18. Februar 2021. Die Übertragung der Landung. Live mit 11 Minuten Zeitversatz. Perseverance ist mit fast 40.000 Stundenkilometern zum Mars gerast. Nun setzt der Rover im ehemaligen Flussdelta im Jezero-Krater auf. Vor knapp 4 Milliarden Jahren war hier ein hunderte Meter tiefer See. Mit dieser Mission wird der erste bemannte Flug zum Mars vorbereitet, bald als Linienverkehr. Als Test werden innerhalb einer Stunde fast 6 Gramm Sauerstoff hergestellt. Ein Astronaut könnte hiermit etwa 10 Minuten atmen. Und schon 4 Tage nach der Landung
werden die ersten Tonaufnahmen vom Mars veröffentlicht. Herzkammermusik. Wenn wir Leben auf dem Mars finden, wäre es für dieses Leben möglicherweise das Beste, dass Menschen dorthin gehen, auf dem Planeten leben und arbeiten und dabei helfen, dieses Leben zu bewahren. Wir sind die einzige Spezies auf unserem Planeten, die sich Sorgen macht, dass andere Spezies aussterben könnten. Die kürzestmögliche Reise dauert 180 Tage und ist alle 1,6 Jahre möglich. Wir nominieren hiermit 2 Pioniere, die es verdient haben. Marsmännchen darf man nicht aufhalten.